Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, in diesem Format sage ich euch meine Startaufstellung und wie ich das Spiel einschätze. Diesmal zum 25. Bundesligaspieltag. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Und wie immer, bevor wir reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Gut, kommen wir zum Spiel. Borussia Mönchengladbach. Hm, ja, emotionale Spiele für mich. Für den einen oder anderen wahrscheinlich nicht so. Natürlich ein uralter Klassiker, steht auch außer Frage. Harry Kane fällt aus. So viel können wir schon mal mitnehmen, haben wir gerade gehört auf der PK. Ja, muss das Ding zu Hause wuppen. Also, das ist das kurze Fazit, ja. Gladbach hat eine schwierige Phase, haben jetzt, glaube ich, zuletzt mal wieder ein Spiel gewonnen, davor 2 Niederlagen, 2 Unentschieden oder sowas. Hängt unten mit drinne im Sumpf so ein bisschen, noch nicht ganz drin, aber so halb. Ähm Ja, also mit unserer Qualität musst du dieses Spiel gewinnen, auch ohne Harry Kane. Punkt. Ja, und ja, ist auch nochmal ein Statement. Nach so einem Spiel gegen Dortmund musst du halt dann das nächste Spiel zu Hause auch einfahren und dann ist auch gut. Ja, also ich mache mir da jetzt gar keinen Kopf. Ich weiß nicht, wie Gladbach agieren wird. Neuer Trainer, I don't know. Ich weiß nicht, wie weit der Trainer was da umsetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber gespannt. Ich lasse mich überraschen. Bisher war es immer so, dass sie defensiv versucht haben, gut zu stehen, schnell umzuschalten. Ich denke, auch das werden wir sehr wahrscheinlich sehen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft mit offenem Visier gegen uns laufen wird, erst recht nicht, wenn man sich das Dortmund-Spiel anschaut. Also von daher geht es am Ende des Tages darum, kriegen wir unsere Qualität auf den Platz? Wie tritt die Mannschaft ohne Harry Kane auf? Das wird ein Riesenfaktor werden, ja. Gerade aus der Zentrale, da wird es wichtig sein, dass Kimmich sich ein bisschen zurückhält und Pavlovic die Luft lässt, damit der das Spiel da vorne ein bisschen gestalten kann. Und natürlich auch, dass Kimmich einen guten Tag hat und das Spiel gestaltet, sofern sie denn aufgestellt werden. Bei mir werden sie aufgestellt auf der PK heute. Damit können wir auch schon mal wechseln. Ähm, hörte sich der ganze Bums so an, als wenn die Reporter alle erwarten, dass es morgen die große Rotation stattfindet gegen Gladbach. Ich erwarte das nicht. Ganz im Gegenteil. Also, die Spieler haben eine Woche Pause gehabt. Ich weiß nicht, warum man jetzt da von 'ner großen Rotation ausgeht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das dann förderlich ist, dass die Spieler dann 10 Tage Pause haben, um dann gegen Bergamo zu spielen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Spielrhythmus hat und wir spielen Freitag. Das heißt, Samstag, Sonntag, Montag ist Pause. Wir spielen erst Dienstag. Alles ist gut. Ja, ich erwarte daher die beste Aufstellung und ich werde auch die beste Mannschaft aufstellen. Manuel Neuer ist wieder fit, von daher stelle ich auch Manuel Neuer ins Tor, einfach des Spielrhythmus wegen. Ubich hat das sehr, sehr gut gemacht in Dortmund, hat den Spielrhythmus gerade. Da man natürlich aber auf Manuel Neuer nicht verzichten möchte, ist es wichtig, dass er jetzt ein Spielrhythmus bekommt. Ja, von daher würde ich ihn auch aufstellen. Innenverteidigung, ja, wie gesagt, the best of the best wird auflaufen, es sei denn, einer hat Wehwehchen. Dann kannst du natürlich auch bedenkenlos 'n Min-Jae Kim da reinwerfen, das ist ja gar kein Problem. Ja, ich stelle den auch gerne schon mal als Alternative hier rein. Aber solange Tah oder Opa keine Wehwehchen haben, wie gesagt, das Beste vom Besten hat aufzulaufen. So, ja, wir haben eine Woche Pause gehabt, also ich weiß nicht, über was wir reden. Dasselbe gilt natürlich für Stunny nach seinem Foul. Ich weiß nicht, wie es aussieht für Conny. Ja, Ito und Davis sind nicht dabei. Also stellt sich unsere Außenverteidigung auch von alleine auf, obwohl ein Guerrero natürlich noch existiert, der das auch spielen könnte. Hat er ja mal gelernt. Ich kann ihn ja mal als Alternative hier eintragen. Sowohl rechts oder links kann er spielen, alles ist gut. Aber auch hier gilt, solange da keiner irgendwelche Wehwehchen hat, Feuer frei. Ja, deswegen in der Zentrale ähm, gehört für mich auch diese Zentrale rein. Ja, Kimmich, Pavlovic. Wie gesagt, klar, ein bisschen schade für Tom Bischof, aber der wird schon seine Minuten gegen Leverkusen kriegen, denke ich. Ähm, jetzt geht es darum, auch den Rhythmus beizubehalten für Bergamo. Ja, klar, wenn wir Gas geben, das Spiel nach 60 Minuten durch ist, oder generell kannst du nach 60 Minuten natürlich wechseln. So, ja.
Und dann kannst du entweder Kimmich 'n Päuschen gönnen oder je nachdem, wer 'n bisschen angeschlagen ist oder sonst was, der ein bisschen Päuschen braucht, der kriegt dann 'ne Pause, ja? So, aber erst startest du auch des Spielrhythmus wegen mit der besten Elf, ja? Sollte klar sein. Also, von daher Luis Diaz links, Michael Olise rechts, Jamal Musiala mittig. Hätte jetzt gesagt Harry Kane vorne, aber Harry Kane ist nicht da, also Nicolas Jackson vorne rein. Punkt. Ja, seine Bewährungschance hat sich bisher sehr schwer getan bei uns mit dem System. Aber ansonsten müssen Olise und Diaz liefern, ja. Ich denke, Musiala braucht die Spielzeit. Es ist wichtig, dass Musiala Spielzeit kriegt, auch um zu schauen, wie weit ist er jetzt wieder nach einer Woche mehr. Ja, auch er wird Rhythmus brauchen. Wird mit Sicherheit nicht durchspielen, so gar keine Frage, ja. Von daher, ähm, hauen wir hier 'n Gnabry rein. Ich würde mit Musiala anfangen und nicht mit 'm Ziyech. Rechte Seite wird mit Sicherheit Lennart Kahl ab der 60. 'n bisschen Spielzeit kriegen. In der Zentrale, ja, wahrscheinlich wird 'n Bischof eher auf 'ner Außenverteidigerposition 'n bisschen Spielzeit kriegen, irgendwann im Spiel. Bei mir wird das in der Zentrale kriegen. Ähm, Das wäre so im Groben und Ganzen, was ich hier grade mal eintragen kann, ne? Wie gesagt, Guerreiro kannst du natürlich auch nach vorne ziehen, ist da natürlich auch immer 'ne Alternative, genau wie 'n Tom Bischof, den kannst du auch bedenkenlos auf 'ne Zehnerposition mal bringen, ja? Sollte ja alles nicht das Problem sein. Aber klar, man sieht jetzt schon, dass wir vorne 'n bisschen dünn besetzt sind dann. Ich denke, da wird der ein oder andere Jungspieler mit reinrutschen in den Kader. Vielleicht sehen wir den auch 'n paar Minuten. Aber ja, ansonsten, wie ich schon sagte, beste Elf, Feuer frei, Spielrhythmus muss da sein und ja, dann kannst du immer noch, wenn irgendeiner, wie ich schon sagte, signalisiert, es ist 'n bisschen too much oder was, dann geht der nach 60 Minuten raus und gut ist, ja? Also, da mache ich mir gar keine Birne. Ich glaube auch 'n Tom Bischof kann mit Sicherheit auch mal auf 'ner linken oder auf 'ner rechten Außenbahn spielen. Auch da habe ich nicht die Befürchtung, dass er das nicht kann, ne? Technisch hat er da auf jeden Fall alle Mittel zu. Von daher, ähm, mache ich mir da keinen Kopf. Interessant wird zu sehen sein, ja, deswegen auch Musiala von Anfang an und nicht Serge Gnabry, ja, von meiner Seite her, weil Musiala natürlich der viel, viel stärkere Aufbauspieler ist, ja. Du kannst natürlich sagen, du fängst mit Gnabry vorne im Sturm an und lässt Jackson raus, so, ja, den Move kann man noch mitgehen, das ist völlig richtig. Aber wenn du Jackson noch nicht mal das Vertrauen gibst, wenn Harry Kane ausfällt im Spiel gegen Gladbach, ja, dann weiß ich nicht, dann brauchst du den Jungen auch gar nicht mehr in dieser Mannschaft. Also, von daher würde ich schon Jackson aufstellen. Musiala, weil er einfach den Faktor Harry Kane so ein bisschen hat, dass er halt auch aus der tiefen Position sich die Bälle abholt aus einer Achterrolle oder aus einer Sechserrolle sogar mal, ja, und versucht, das Spiel zu gestalten. All das kann ein Serge Gnabry nicht. Sorry. Serge Gnabry ist ein guter Mann für hinter der Spitze. Ja, das ist so sein Bereich, aber er ist kein Spieler, der sich den Ball auf 'ner Achterposition abholt und dann irgendwie unser Spiel gestaltet. Ja, im Umschaltspiel, da hat er seine Momente, so gar keine Frage. Aber ja, für mich Musiala, wenn Kimmich sich 'n bisschen zurückhält, der Raum für Pavlo da ist, Musiala sich, schön fallen lässt und das sich die Bälle da 'n bisschen abholt. Ich glaube, dann haben wir da 'ne sehr, sehr starke Aufbaugeschichte. Dann sieht das am Ende des Tages nämlich so 'n bisschen so aus, ja. Dann wäre das schon gut. Und dann wirst du auch mal in einem Spiel es hinbekommen, einen Harry Kane zu ersetzen, ja. Natürlich schade für Harry, ja, ich glaube, der Gegner ist jetzt nicht unbedingt so defensiv stark, aber das werden wir sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Hätte er mit Sicherheit ein 2 Buden knipsen können, wenn es um den Torrekord geht, aber ich glaube, das steht auch an zweiter Stelle bei Harry und sollte auch an zweiter Stelle bei uns stehen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Startelf. Wie gesagt, viele stellt sich auch von alleine auf, weil auf Außenposition du gar keine Alternativen hast. Ähm Und damit hoffen wir auf ein gutes Spiel morgen Abend. Und ja, mein Tipp noch: 4:0 habe ich getippt, bevor ich wusste, dass Harry Kane ausfällt. Werde ich aber auch nicht ändern. Ja, werde ich nicht ändern. Wie gesagt, da muss 'n Diaz und 'n Olise und 'n Musiala und 'n Jackson halt, liefern und, da müssen die den Gladbachern 4 Dinge einschenken und gut ist.
Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.